Servus. Hallo Derek, grüß dich. Alles fit bei dir? Ja, ich bin Ich hab ganz hier aufgeregt. keine Werbung an der Stelle. Bei Timo habe ich uns hier 2 Dinge rauslassen. Mal schauen, ob die was kennen. Oh, ist gleich schon klar. Worauf zielen wir? Auf Direkt Kamera. auf die Linse. Oh! Ja! Geil! Aber beide! Ja, Sir, ja, das ist top. das war mega witzig. Also ganz ehrlich, wann hast du das letzte Mal so ein Glücksgefühl verspürt? Das war geil. Dass wir beide, also. Ja, crazy. Voll geil. Boah, das war das alles auf Kamera. Ja, geil. Und so. Jetzt sind wir die coolsten Podcaster ever. Ich möchte noch nicht öffnen. Ja, schon. Werden Das wir habe ich auch surfen, angestoßen, aber ja. nicht gesoffen. Prost. Was trinkst du heute? Ich trinke heute einen schönen Rammer Hell. Magst du das Bier? Ja, das ist gut. Auf jeden Fall sehr gut. Mir ist wurscht. Stell mir irgendein Bier hier aufs. Ja. Nein, mag ich gern. Es nervt nur ehrlich gesagt, sobald du was in dir stellst, den Kühlschrank, ist Ja. halt mindestens 2 Grad wärmer und das Ja. fuckt mich ab. Ja. Ja, was soll's. Danke an alle, die unser Reel geliked haben und geteilt haben, als wir drüber reden. Vom Papst. Ja, Wieder. wie der Papst sogar mit durch Favelas fickt. Ich muss an der Stelle nochmal sagen, mir ist aufgefallen, der Papst ist ja Argentinier. Ja, der Alte. Ja, klar, der jetzige ist ein scheiß Arme. Ja. Und mir ist natürlich, bin mir dessen bewusst, dass Favelas in Brasilien sind, aber Ja. Südländer. Hat das einer kommentiert? Nein, aber Okay. es kommt sicher noch und jetzt Ja. kann ich sagen, ich habe hier gleich schon gesagt, ich weiß es viel besser. Also, mein Tierfakt ist, das Auge des Straußes hat einen Durchmesser von 5 cm. Okay. Das ist groß, 5 Ja. cm. Was sind das? Sag ich mal. Ja, ist schon ein großes Auge. Ja. Ich habe auch überlegt, ob ich den Witz mache, aber ich weiß nicht, wie das Sinn macht. Ja. Weil wenn ich jetzt sage, 5 cm sind so. Ja. Weiß jetzt auch nicht. Ja, ich weiß jetzt Ein nicht. ganz bisschen leiser. Ja, freilich, Oder klar. lauter bei mir. Du, wirst dir am besten taugt. Ich möchte mal irgendwas schießen. Mit denen nehmen wir jetzt immer mit, egal wo wir sind. Na, kommt auch ein Kutten. Ja, voll. Na, Geil. Naja. Wie geht's denn erst einmal? mir geht's super, danke. Was macht Gut. die körperliche Befindlichkeit? Was da ist. Gut schaust du aus. Warst du beim Friseur? Ich war beim Friseur, ja. Keine Werbung an der Stelle. Aber ich war im Lions Barbershop in der jetzt immer wieder angenehm. Das sind so eine kleine Auszeit, die ich habe. Ja, schon. Ja. Einmal mal die Zeit, wo du nicht performen musst, sondern wo du wirklich als Privatperson da bist Ja. und sich mal um uns gekümmert wird. Na, Die aufmerksamen Podcast-Hörer haben es wahrscheinlich schon mitgekriegt, aber immer wenn mein Friseur, der Isa, Ja. krank ist oder im Urlaub ist, und beides kommt sehr häufig vor, dann der wird zum Lulli, eigentlich an mich ist er für Kid-Rap-Friseur. Jetzt können wir es aufhören, jetzt legen wir unsere Künstlernamen einfach ab. ja, im Podcast sind wir nur Menschen. Ja, stimmt. Und jedes Mal, wenn ich beim Lulli, beim Friseur bin, sagt er mir erstens, wie wenig Haar ich habe. Heute hat er gesagt, kann so nicht weitergehen, Tobi. Dann lacht er, schaut mich an, schaut, ob ich lache. Ich lache natürlich aus Höflichkeit. Ja. Und sagt, Tobi, sagt er dann immer. Ja, musst du hier, würde gut funktionieren bei dir. Machst du hier nach vorne, dann macht er das immer viel zu liebevoll. Ja. Und dann machst du so kleine Locke. So, ja, ich probiere es einmal. Ja, ich glaube, nächstes Mal ist es soweit. Ich probiere es. Also, Guck mal. er hat zu mir auch schon gesagt. Sagt er, wollte das auch, dass es. Ja, er wollte es bei uns beide, weil wir ja beide Geheimratsecken haben. Und das. Aber stimmt, dann machen wir es wenigstens beide. Ja, Dann also- schauen wir halt wirklich aus wie so Pseudo-16-Jährige, Ja. wie nur halt mit 50. Ja. Ja. Aber müssen wir machen, aber dann machen wir einen Schnurrbart. Ja. Okay, na gut. Aber, Ich weiß nicht, ob die Kombi. nein, die passt überhaupt nicht, Schnurrbart und das Ding. Oder halt, wenn dann komplett rasieren. Ja. Boah, das ist schlimm bei mir. Weiß ich. Bei mir aber auch. Ja. Aber Ich gibt weiß ganz noch, selten, ja. du musst schon jemand wie Henry Cavill sein, dass du sagst, okay, du kannst die auch rasieren. Ne? Ja. Dann hört Ich man finde das schon. sogar, dass der Bart was für einen Söder da hat. Der Ja, hat du jetzt musst ja am Anfang, es gibt so ein paar Leute, es gibt eigentlich nur einen Menschen, für den ein Bart Ja. nichts tut, und das haben wir schon oft genug besprochen, das ist der Eminem. Ja, stimmt, ja. Das fucking Beard is weird. Ja. 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 Ansonsten jeder Mensch mit einem Bart. jeder Mann. Mandal oder Weihnachten. Das stimmt ja alle, ja. Ja. Also- Das ist wie, ein Bart bei Männern ist wie lange Haare bei Frauen. Ja. Es gibt ganz, ganz wenige, bei denen kurze Haare oder kein Bart besser ausschaut. Ja.
Die Veganerin zum Beispiel, die Militante, super mit kurzen Haaren. Ganz fantastisch. Ja. Hat die mal lange Haar gehabt? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Nee, egal. Ich finde das sau widerlich. In jeder Hinsicht. Ja. Wochenrückblick, was ist alles passiert? Wir haben gespielt in Peterskirchen. Einen Gig gehabt mit lauter anderen Bands. Wir waren noch dabei, Heischneider, Anja Bavaria, 2 Bier. 2 Bier und Bambras. Bambras. Genau, und wir natürlich. Wir 5 Bands. Ja, hat Bock gemacht, gute Stimmung. Gutes Gute Essen Nummer. gekriegt, ja. Wieder ein Meet and Greet gehabt, Freilich. war gute Leute. Ist dann immer schwierig bei Meet and Greet, weil man sich ja doch alkoholtechnisch ein kleines bisschen zurückhalten müssen. Aber Ja. natürlich gute Gastgeber sein wollen und deswegen kriegen die natürlich mehr zum Trinken wie wir da. Aber hat schon weh, wenn du angeschaut hast, dass sie alle eine Masse eingeschenkt haben. Ja, Und dann noch ein Maß. und der Michel, Und der Michel und wir sind mit unseren einfachen. 0,33, da guckt er wie so scheiß Zivilisten. Yep. Wir haben's, also ich muss jetzt noch mal meine Kritik hier aussprechen an Peterskirchen. Geile Veranstaltung und auch geile Leute, aber einer von die Dudes da haben wir mal ein Schönraumerbier von der Bühne entfernt, Ja, weil dieses Zeit scheinbar vom Steiner veranstaltet worden ist. Aber ich sage, wenn ich mir einmal auf ein Bier eingeschossen habe und die Möglichkeit habe, dieses Bier zu trinken, dann selber das halt auch gerne auf der Bühne. Ja. Aber auch da, ich verzeih dir, du bist danach sofort zu mir hergekommen, mei, das war auch so jemand, der war ein ultra geiler Typ, Ja. so jemand, der sich alle Namen gemerkt hat. Okay, ja. Und so, mei Tobi, ich hab schon gesehen, was du geschaut hast. Ich hab's nicht anders kennen, ich hab's aber da auf Zeiten gestellt. Gell? Ja. Also, Ja. war ein geiler Typ, muss ich jetzt schon, Ja. muss ich schon dazu sagen. Ja, genau. Und dann haben wir da gespielt. Die Stimmung war geil. Die Leute haben Bock gehabt. Und dann danach noch ein bisschen gesoffen, bis der Anja schon vorbei war und dann Abfahrt. Abfahrt. Ja. Ich habe seit langem mal wieder einen Menschen kennengelernt, der fast so lustig ist wie wir. Wer? Du nicht? Weiß ich nicht. Und wenn es schon sehr Ach so, lustig ja, fand. da, ja. Wenz von Heischneider Ja. hat sehr viel Bart, sehr viel Körperbehaarung, auch mag Ja. ich gern. Mit dem sind wir noch ein bisschen im Container gehockt, weil er uns eine Skizze gezeigt hat. Ja. Und ja, redet auch sehr viel Scheiße. Ja. Kann auch mal im Podcast kommen, Ja. aber da darf ich ihn halt nur anschreien. Der Christoph darf vorbeischauen, Anfang Juni. Der Stravanzer. Stravanzer Ja. Christoph. Für den Podcast Ja. oder einfach dass wir uns küssen. Ich hoffe, beides. On cam. Das wäre geil, ja. Ja. Ja, wegen mir. Hockt er da in der Mitte und dann erst mit dir, dann mit mir und dann ist er weg. Weil dann bin ich schon geil. Glaubst du, das war jetzt angenommen, pass auf, wenn man gerade drüber nachdenkt, wenn du einen Christoph küsst, mit Zunge natürlich, weil sonst kann ich es ja lassen. Ja, das ist. Und dann küssten du. Ja. Meinst du, dass das komisch für dich ist, weil das ja dann meist spatzt ja auch dran an seiner Zunge? Oder ist das bei sowas schon wurscht? Und sag noch nichts dazu. Ja. Ich führe den Gedanken jetzt weiter. Angenommen, es ist jetzt, sag ich mal, ich weiß nicht, was die Frau ist, die zurzeit am schärfsten findet on the world, was für Celebrity. Sagen wir mal irgendjemanden, den du ultra scharf findest. Ich bin nicht schlecht mit Celebrities. Fällt mir keiner gerade Okay. sagen. Aber ist ja wurscht. Egal, also Ja. eine Frau, die du unendlich scharf Ja. findest. Also du darfst sehr viel tun dafür, die zum Ficken. Ja. Mir geht's ähnlich. Sie sagt, Ja. mein Gott, wurscht, jetzt mache ich das. Ja. Schenk, 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 ich gewinne, ich darf anfangen. Ja. War es dir wurscht, wenn ich kurz vorher schon, sage ich mal, zugange gewesen war, wenn du es so scharf findest? Aber ich muss dazu sagen, also ich habe auch schon, also kriegst ich du habe ohne sehr Gummi. gecreampied. Ja. Klar, Ja. Schon, ja. Sonst- Das kann ich gleich zu also meiner sonst zählt Mom. es ja auch gar nicht. Ja, richtig, ja, dann kann ich auch, sage ich mal, im eigenen Teich wildern. Ja. Nein, das kannte ich nicht. Finde ich eklig. Warum? Weil ich nicht in der Wichse rumstochen Ach, okay, wenn ich das nicht gecreampied hätte, dann ich kann man glaub, es sich überlegen. Ja, Dann kann man es sich überlegen. wie viel Zeit ist da dazwischen? Nicht, wie? Also ich hatte nicht die Möglichkeit, sie sauber zu machen. Okay, ja. Aber wie gesagt, ich habe sie nicht gecreampied. Na, okay, ja. Gut, dass ich mehr lege. Genau. Also mir war, nur sag ich, scheinbar Ja. haben wir da, es herrscht ein Ungleichgewicht, Ja. mir war es wurscht. Sag ich dir ganz ehrlich, wenn die so mit scharf Cream ist Pie. und du. Nein, Cream Pie nicht. Okay. Cream Pie hätte ich nicht Nicht ein machen. bisschen Schlammschirm. Nein, aber das hat ja mehrere. Nein, Cream Pie war mir dann war schwierig. Ja. Also da weiß ich nicht, vielleicht wenn ich unendlich besoffen war, aber Ja. das ist. Nein, nicht auf. Also möchte ich mich nicht festlegen. Ja. Aber grundsätzlich, aber so, wenn es. Und wenn sie so starten, also wenn das Ganze so starten müsste, dass sie echt mit Zunge küsst, sie mir vorher einen Arsch gelegt hat.
Das ist kein Problem für mich. Ich dachte, das als kleiner Kickstart Ja, bezeichnen für schon, meinen ja. Bauner. Das ist wahrscheinlich, wenn du am Anfang rattig bist, ist es irgendwie geil, weil es verboten ist und Ja. dann danach schamst du halt dafür, wenn Also sie hat den Arsch hast. gelegt und will mich dann mit Zunge küssen. Ja, oder Schwanz gelutscht, das Ich kannst du denk, aussuchen. Oder beides. Also ich sage mal so, wenn es jetzt wirklich so also das ist der Arschloch und dann nein, Okay. Ja. also weiß ich noch nicht. Nein, passt schon. Aber sage ich mal, ich glaube, der Mund reinigt sich relativ schnell selber. Ja. Wenn sie dann Ja. voll so macht, so 10 Minuten später, sage ich mal, da ist Wagen. Okay. Wobei ich sagen muss, mir war es lieber, wenn es da angelutscht hätte, weil wenn es deinen Arsch gelegt hätte. Okay. Ja. Weil, weiß nicht. Stinkt beides. Okay. Ja, logisch, aber weiß nicht, ich finde Ja. Pisse nicht so eklig wie Scheiße. Ja. Gab auch ein bisschen Diskussion unter unserem Video, unter unserem Reel, wo wir darüber geredet haben, für wie viel Euro wir uns gegenseitig die Säcke in den Mund nehmen. Ja, ich habe gesehen, aber viel waren auf unserer Seite. Ja. Da einer hat gesagt, danke, du bist leider Fan der Woche, ich habe leider deinen Namen vergessen. Er hat gesagt, Legenden, da sich für mich nichts ändert. Und das ist das, was ich hören wollte. Das Legenden hätte es nicht einmal braucht, aber einfach nur, dass man sagt, okay, wir sind unabhängig davon ja trotzdem Menschen. Ja, kann ich nicht schauen, weil das war relativ weit um, oder? Was der Bagger schaut. Und ich glaube so, es gibt so ein paar richtig treue Kommentierer. Ja, merci dafür auf jeden Fall. Ja, freut mich immer sehr. Ich weiß nicht, wenn unsere Podcast-Reels so kommen, freut mich das auf eine ganz andere Art und Weise, wenn unsere Songs so kommen, muss ich sagen. Ja. Jetzt müssen wir das mit dem Eier im Mund noch finden, gell? Ja. Es sind überall so viele Lachsmails. Ja, das ist ja nicht auch blöd. Jetzt mal bist du schon zu weit, aber was soll's. Ja. Was ist sonst passiert? Ich habe Geburtstag gehabt gestern. Ja, alles Gute. Also am Donnerstag, danke dir. Ich hab zum Geburtstag die neue Soundcore Rave 3 gekriegt. Das ist eine Karaoke-Maschine, die ist so groß. Und auch hier, Werbung war geil. Ja. Riesen Soundcore-Fan. So ein Kasten und kostet gerade einmal 260 € und macht so einen geilen Sound. Und du kannst halt auch alle scheiß Soundcore-Geräte untereinander koppeln, wobei es bei der nicht so mit sicher war. Ja. Aber es gibt jetzt, glaube ich, keinen im Büro, der noch nichts von Soundcore hat. Du hast die kleine Soundcore-Box und In-Ears, oder? Und normale Kopfhörer. Also, Die sind auch vom Sound richtig gut, Ja, gell? schon, also du für merkst das- an der Verarbeitung, dass es jetzt keine 300 € sind. nein, gell? aber es ist auf jeden Fall ausreichend. Also, Ja. für die haben auch 40 € oder so kosten, dafür sind es echt top. Das Also, ist echt irre. ja. Ich habe noch die Box. Ja. Sabrina hat die Box, Ja. der Fabi hat die größere Box und ich habe jetzt Rave 3 und du hast noch die kleine Box. Ja. Da haben wir, glaube ich, noch die In-Ears, der Loser. Ja. Pfeife. Wir müssen noch dem kleinen Festival zurückschreiben, fällt mir jetzt gerade ein. Dem Gamer Festival. Ach so, sollen wir den jetzt zurückschreiben? Also der Ort, der wartet auf unser Feedback. Ja, ich meine, das ist budgetmäßig, ist da schon Ja, irgendwas? nein, müssen wir noch. Okay, ja, machen wir. Ja, ich habe nach wie vor Bock drauf. Ja, Aber nur, wenn sie eine Leinwand haben, wo wir dann ein bisschen was zocken können. ja. Ähm, Worms war mir wieder geil. boah, da haben wir mit dem Tom erst letztens drüber Ja. geredet. Das ist, die kennen die jungen Leute auch. Geil. Also, weil da war ich nicht gut, aber ich hab's gern gespielt. Das war so ein Spiel, was auf der Playstation sau nervig war. Hast du das gelesen und deswegen bist Was? du draufgekommen, oder das Nein. Thema der Woche? Nein. Weil das Thema der Woche ist Festivalzeit. Ah, okay. Also, wie bereitet man sich perfekt aufs Festival vor? Tipps, Tricks, was für Spiele kann man dort spielen? Challenge für die Fans, die aufs Festival gehen. Bla 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 bla. Ja. Ganze Zeug. Also die Challenge fürs Festival ist, immer wenn ihr auf dem Festival jetzt Wackelkontakt hört, so macht ihr 10 Jahre Knast viel lauter an. Das war die Challenge. Ja, finde ich gut. Oder wenn es einen anderen Song hört. Ja, einfach, eigentlich wurscht. Ja. Nimm das zurück mit Wackelkontakt, egal wer halt jetzt läuft. Ja. Wichtig ist, dass der Song, den ihr spielt, am besten mit einer Soundcore Rave 3. Ja. Hier ist der Link in der Bio. Ja. Nehmt mit, weil dann seid ihr laut. Dieses Soundbox-Klump, Ja. dieses JBL-Zeigel, alles Scheiße, alles Arsch. Ich weiß nicht, warum ich Soundbox nicht mag, weil die so viele Leute haben. Okay, die ja. sind saugut, Ja. aber ich mag es einfach Keine nicht. Meinung dazu. Ich mag es nicht. Die Teufel ist noch okay. Teufel darf es nicht mehr, das ist auch saugeil. Aber gut, streiten wir nicht. Brauchen wir nicht weiter streiten. Ja, wie bereitest du jetzt gehen, aber ich möchte von deiner Asi-Festival-Zeit ausgehen. Ja. Wie hast du dich da mal vorbereitet? Eigentlich habe ich das Auto so voll gepackt, wie es irgendwie gegangen ist, mit Bier. Ja.
essen damals, weil da war ich noch arm. Also ich habe lauter Sachen halt mitgenommen, die gut auch in der Hitze überleben. Ja. Ja, Zeit, Gaskocher, Schlafsack. Gaskocher darfst du ja schon gar nicht mehr. Bei den Wieder? meisten Festivals. Echt? Ja, in der Theorie, aber ich glaube, Okay, die sagen dann schon alles cool. Also Also dann mach Rock am Park darfst theoretisch keine zu großen Powerbanks mehr mitnehmen. Okay. Einen Gaskocher darfst du, soweit ich weiß, nicht mitnehmen. Darfst du viel nicht mitnehmen. Deswegen kann der Crazy keiner mehr mit, weil sein Schlafapnoe-Gerät da nicht funktioniert. Oh. Aber ich habe gesagt, ich habe meine große Powerbank, damit kann er locker 3 Tage durch Schlafapnoen. Ja. Genau. Das ist meine ganze Vorbereitung. Was hast du, also was war dein, wie viel Stein hast du pro Mann mitgenommen? Oder warst du mehr so der Vorortkäufer? Weil es gibt ja oft so Angebote, dass du immer vor Ort dann den Scheißdreck holst. Nein, ich glaube, ich habe einfach ein Stein tatsächlich nur mitgenommen. Okay. Ja. Für mich. Ja, schon klar. Ja, ich bin ehrlich, ich nehme eigentlich immer 2 mit pro Person, aber ich bin so selten an meinem eigenen Zeitplatz, dass da packe ich dann ein paar ein und ich bin auch derjenige, der am schlechtesten vorbereitet ist, wenn es ums Kühlen geht. Und alle anderen haben immer ein kaltes Bier. Das bedeutet am Schluss, sieht man, welche Viere aus meiner aufgerissenen Ding Kasten habe. Ja. Ja, ich bin ein extrem fauler Mensch und bevor ich dann nochmal zurückgehe, kaufe ich es mir dann einfach auf dem Gelände das Bier für 4 Euro oder so. Ja, klar, weil es halt finanziell für uns überhaupt gar keinen Unterschied macht. Absolut gar nicht. Das Einzige, was dann noch schlimmer ist, ist, dass es meistens auf die Festivals irgendwie so geschissen Specs oder Warsteiner gibt oder sowas. Ja, aber das Bier, das du dir in der Dose mitnimmst, ist meistens genauso reidig. Das stimmt, und es ist warm. Es ist, also von dem her, das ist ja tatsächlich das Geile. Hier nicht einmal Werbung, weil Werbung, sondern es ist halt seit Schönraum jetzt das scheiß Bier in der Dose hat. Das nennen wir wirklich, abgesehen, vielleicht weiß ich es auch nicht. Ich meine, wenn Augustiner, stell dir mal vor, was das für ein Markt war, aber die haben es halt gar nicht nötig wahrscheinlich. Aber nennen wir irgendein gutes Bier in der Dose. Irgendeins. Auf der ganzen scheiß weiten Welt. Weil das ganze österreichische Bier brauchen wir, haben wir letztens schon genug drüber geredet. Also ich finde tatsächlich von Dosenbier das 5.0er mit am besten. Habe ich auch gemeint. Ja. Aber habe ich dann auch mal wieder und dann habe ich so einen Schädel weggekriegt. Okay, ja gut. Aber ja, vielleicht liegt es. Das ist immer das, ja. Ich glaube, von 2 Bier kriegt keiner Kopfweh. Ja. Außer vom Löwenbräu Radler. Ja, schon, ja. Lätschen, Futzenbrei. Ja, Lätschenbrei, ja. Ja, genau, aber sonst ist das eigentlich gar kein so großes Ding bei mir, also Vorbereitung dafür. Ich bin auch nicht jemand, der sich viel vorbereitet. Vielleicht, ja, halt, also alles, was du halt zum Camping mitnimmst, im kleinen Besteck halt. Ja. Und dann, Abfahrt. Ja, hast du sowas wie einen Leiterwagen dabei? Nein. Auch nicht, okay, das habe ich schon mal dabei gehabt. Dann habe ich gesagt, Soundsystem brauchst du selber gar nicht mitnehmen, weil es immer irgendeinen Hurensohn gibt, der eben die Soundbox, die eigentlich erst in 6 Jahren rausgekommen soll, hat und schon lauter ist als das Festivalgelände und ein Wirtshaus Franz da spielt und zwar so weit neben meinem Ohr, wenn ich irgendwann um 6 in der Früh ins Bett gehe. Ja, das Krasseste bei mir war Heimkommst einmal. Da waren wir auf dem Festival und da haben sie die ganze Zeit Heimkommst. Aber ich habe den Song noch nicht kennt, haben dann auch gefeiert. Aber es war dann du schon. Hast du noch nicht kennt? Geil. Da hat noch keiner in Deutschland kennt, weil. Nice. Wo war das? Rock im Park. Ja. Waren ein paar Ösis halt. Ja. Da war das bei denen schon ein Thing. Ich habe wirklich, ich habe ein ernsthaftes Trauma vom Wirtshaus, Franz. Ja. Weil sowas, das ist unglaublich, wenn du um 6 Uhr erst ins Bett gehst. Ja. Und die haben wirklich eine dieser ganz großen Soundbox gehabt und waren selber, glaube ich, nicht einmal daheim. Und haben die direkt in einer Versorgungszeit aufsteig gehabt und das ist auf Dauerschleife wirklich kein Scherz. 3 Stunden gelaufen bis 9 Uhr in der Früh. Und das ist ja ein relativ kurzer Song, der dauert auch nicht ewig. Und ich war halt so müde am Besoffen, dass ich eingeschlafen bin. Aber das hat sich durch meinen ganzen Traum gezogen und immer wieder bin ich aufgewacht und es war wirklich nicht nur so ein bisschen laut, sondern es war, weil wenn du jetzt unsere 2 Soundcores links und rechts da hin hast und vorher aufdrehst. Das war nicht geil, muss ich ganz ehrlich sein. Ja, bei mir sind um 2 Steine eben mit. Ich nehme mal ganz viel Salami mit, also so scheiß Cabanossi-Dreck und Baguette und Fladenbrot aus irgendeinem Grund und Dosen und frisst davon nichts. Wirklich, ich esse überhaupt gar nichts davon. Am ersten Tag ist es so, dass man so eine Salami aufmacht, so eine von den ganz dünnen. Da beiße ich 2-mal ab, beiße einmal mein Fladenbrot und dann machen wir Bier auf.
bist dann gleich schon wieder angeschossen und geh an den Standard kaufen, eine Schnetzelsemmel. Ja. Oder einen viel zu teuren Burger, der mir nicht schmeckt. Ja, das ist echt eine Lücke auf Festivals. Also ich habe da noch nie was gegessen, wo ich mir gedacht habe, hey, das ist okay. Also gut. Warst du auf Novarock schon mal? Nein, da ist besser. Österreich halt. Schnitzelsemmeln sind richtig gut. Nein. Sogar immer da, wo viele Leute anstehen, denke ich mir, das muss irgendwas Besonderes sein. Aber Langosch geht immer irgendwie so ein bisschen, aber gut, nein. Bei Gott, nein. Aber ich glaube, das ist auch wie, also so Streetfood-Festivals für mich komplett überhyped. Also Ja. war jetzt auch noch nie, also vielleicht war ich ja noch nie, auf so einem ich war noch nie auf einem guten. Vielleicht auch immer nur so 3-4 Stände oder so. Und dann Ich habe folgendes Problem und das zeigt sich wie ein roter Faden durch mein Streetfood-Leben. Ich gehe immer zu spät zu den Festivals. Ich bin immer so eine halbe Stunde bevor es zumachen, weil ich das Ding nicht gelesen habe. Da. Und dann gibt es nur so ein paar letzte Dinger, die gerade den Grill eigentlich schon ausgemacht haben und dann nicht mehr was und wundert mich, warum es nicht mehr schmeckt. Ja. Also das ist so mein größtes Problem. Wie bei mir in Thailand, als wir dann um 6 Uhr noch zu die Stände hingegangen sind und da die Steckerl gefressen haben. Ja. Die, wo dann uns alle das Unglück beschert haben. Wahrscheinlich, ja. Ja, was soll's. Naja. Ansonsten, wo ich überhaupt gar keine Tipps geben kann, weil ich bin immer der Hurensohn, der sich ins gemachte Nest hockt. Also ich bin keiner, der schon 3 Tage früher hinfährt gefühlt und dann ansteht, damit er einen Platz kriegt, sondern ich bin derjenige, dessen Zeit mitgenommen wird. Und der dann in so ein scheiß Lager kommt, wo einfach 18 Pavillons stehen und alles perfekt organisiert ist. Und ich frage, kann ich damit hin? Und sage, ich bin ja, glaube ich, ein recht guter. Nein, ich nehme es zurück, ich bin ein ganz schlechter Camp-Mitbewohner, weil an sich bin selten da, aber wenn ich da bin, zu die unmöglichsten Zeiten. Ja, und sehr laut. Sehr laut, ja, weil ich bin halt auch, ich weiß nicht, du weißt das ja von unserer gemeinsamen, du bleibst ja von sowas verschont, weil Ehrenkodex, aber sonst bei jedem anderen, wenn ich um 7 Uhr heimkomme, dann wecke ich den auf. Ja. Ich weiß nicht, dafür hasse ich mich. Ja. Aber kann ich nicht raus aus meiner Haut. Ich finde das in dem Moment so lustig. Ja. Und ich weiß auch, dass es nicht lustig ist. Ja gut, wir wecken auf gemeinsam Leute auf. Klar. Ja. Aber manchmal bist du schon vor mir am Bett. Ja. Und ja. Ich glaube, es macht aber bei mir nicht so viel Spaß, weil du wächst mich dann auf und dann lege ich mich. Ja, ich habe bei dir nicht das Bedürfnis. Ja. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass ich die unfassbar tiefe Ruhe auch nicht stören möchte. Das fühlt sich ein bisschen wie... ich bin so ein menschlicher Zen-Garten. Ja, das ist wie wenn du in einen Tempel scheißt. Das passt nicht. Ja, hast du schon schlecht gewusst, wenn du mit kurzer Hosen reingehst. Ja, richtig. Dann, das ist, wenn man die aufweckt. Das tun wir einfach nicht. Spiele, ja klar. Flanky Boy, absoluter Favorite. Rage Cage. Fucking love it. Und jetzt passt's auf. Kennst du den offiziellen Rage Cage Song? Kennst du den Antworten, gell? Das ist kein Dialog. Gas, 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 Gas. Passt auch perfekt zu Flanky Boy. Okay. Just saying, probiert es aus. Ja, ich fand es faszinierend. Beim ersten Festival habe ich alles lustig gefunden. Diese ganzen Slow-Mo-Zonen und was es alles gegeben hat. Und man stumpft halt da extrem schnell ab dann, also beim nächsten Festival, weil es passiert ja immer das Gleiche. Ja. Und das tut mir dann immer leid, weil du schaust dann in die Gesichter von denen, die freuen sich total. Ja, und piss dich einfach. Ja. Ich hau das Slow-Mo, die letzten das Klappmesser in der Tasche das ich im Arsch reingeschmuggelt habe. Ja. Einfach nur so. Ich weiß gar nicht mehr. Also mit am lustigsten finde ich, wenn du die mit der Spritzpistole anspritzen. Da war es bei mir so, dass ich halt eben bei den ersten 15 Mal habe ich halt höflich gelacht und manchmal ist, wie du sagst, ist schick heute, aber irgendwann ist du dann wieder im Auge erwischen. Witzig, du Hurensohn. Ja. Aber ja. Das soll ich sagen, ja. Sonst der Nageln ist in Taubertal ein Big Thing gewesen. Okay. Und das regt mich irgendwie auf, dass da ein Hackstock mitnehmen. Ja. Aber das hat Spaß gemacht. Und ansonsten ist meine absolute Empfehlung für euch auf dem Festival so brutal viel zum Saufen, dass eigentlich nichts mehr richtig unangenehm ist. So habe ich gemacht bei Rock am Park und bin bei Rock am Park, das habe ich aber schon erzählt, haben wir einen Auftritt von uns bei einer Hochzeit, aber eigentlich habe ich gesagt, ich komme, muss ich dazu sagen, verspult, weil ich unbedingt eine Gummibärli-Ketten haben wollte. Und das war es wert. Ja. Aber es war halt nur, die Voraussetzung war halt, wenn die halt dann noch zusammen sind und die haben ausgeschaut, als wären die halt in einer Woche wieder auseinander und dann triff ich sie ein Jahr später wieder
Und dann sagen sie, wir sind immer noch zusammen. Das ist ja Arschleich. Auf jeden Fall sauft euch so zu, dass euch alles scheißegal ist und dann müsst ihr euch ja keinen Stress machen von wegen, oh, ich muss früher bei der Band sein oder bei der Band, sondern dann machst du es einfach so, wenn du so ein kleiner Wichser bist wie ich. Bei mir, ich kann es machen, ich bin so groß. Das bedeutet, wenn ich mir in die erste Reihe durchquetsche, dann schaut ja keinem. No. Ich schade ja niemandem, weil da kann ja jeder über mich drüber schauen. No. Wenn du jetzt natürlich so ein Riesenarschloch bist wie der Tom, Ja. kommt nicht so sympathisch, aber ich habe mich da einfach durchgesagt, du hier. Ich habe am Anfang immer gesagt, ja, ich habe mir mal 2 Bier gekauft und habe gesagt, da vorne ist jemand, den bringe ich. Schluss bin ich einfach nur gesagt, Zeiten. ja, eine Hurensohn-Aktion, aber ich möchte halt gerne was sehen. Ja. Kann man keiner übel nehmen. Und ansonsten, es ist immer viel besser, ganz vorne an der Bühne links irgendwo zum Stehen. Das ist ganz an der Seite, da siehst du 1000-mal mehr und irgendwie ist es auch nicht so crowded. Das ist eigentlich so mein Haupttipp. Sollen wir so Abstimmung machen, irgendwie, wenn wir 10.000 Likes oder so auf ein Foto kriegen, dass wir jeden Tag auf die Wiesn gehen können? Finde ich gut. Aber ich würde halt gerne jeden Tag auf die Wiesn gehen, glaube ich. Ja. Und ich glaube aber nicht, dass wir 10.000 Dinger kriegen. Ja, hey! können wir was anderes machen. Das 40 400. Likes. 40 Likes, ja, finde ich gut. Ja. Eine kleine Challenge. Ja, vielleicht ist die Challenge, dass wir mal einen klaren Satz formulieren. Aber, hey, ja. für ein Erfolgserlebnis. Ja, schon, ja, stimmt, ja. Ja. Na, dann also 9 of 10. Oder wie lange ist das? 11 Tage? Keine Ahnung. Ja. Wäre halt dann blöd, wenn ich jetzt mal nennen es namentlich nicht, dass er keine Probleme kriegt, jetzt mal unseren Security-Spätzl oder sonst zählt er nicht lassen. Das ist jetzt gerade sau spontan. Wir haben aber die Challenge, dass wir jeden Tag... Ja. Na gut, jetzt haben wir ja wirklich schon 3 Ansprechpartner, wo wir gut reinkommen. Also langsam wird's. Ja. Also 2 Securities. Ja. Und jetzt über einen Tom, über einen Osti, gehen wir sowieso überall rein. Ne? Ja, dann vielleicht über einen Michel, der hat mir einen Tisch reserviert. Ach so, ja, stimmt, ja, voll. Ja, da wanzen wir uns rein. Ja, wir sind richtige Gewandleis. Ja, schon, ja. Kommen überall irgendwie rein. Das haben wir schon als 5 Fragen. Ja. Bist du bereit für 5 Ich bin Fragen? ready, ja. Oder warte noch, um das Festivalthema. Also, um das Festivalthema, was ist dein asozialstes, bestes, beschissenstes Erlebnis, erzählenswerteste Erlebnis vor einem Festival? Also was sich auf jeden Fall eingebrannt hat, ist, ich glaube am letzten Tag Rock im Park irgendwann einmal ich am Klo gestanden bin und dann sind 2 Schweizerinnen rausgekommen, waren äußerst angewidert und dann hat die eine zur anderen gesagt, da liegt der Würstli auf der Schüssel. Und das war irgendwie so behindert. Okay, da das hat heißt, jemand auf Brünn geschissen. Das haben wir gedacht, haben wir erschlossen. Ja. Nein, du willst du nur noch mal übersetzen. Ja, danke. Nein, das war irgendwie so dumm, dass es einbrennt hat. Ja. Okay, ja, verstehe. Nein. Einmal habe ich, weil es geregnet hat, mit einem SPD-Poncho rumlaufen müssen. Den haben die da verteilt. Ah, diese Arschleute, das ist klug. Ja. Das ist scheiß klug. Ja. Was hat das in dir ausgelöst? War mir wurscht. Aber ich wollte halt insgesamt keine politische Werbung machen. Ja. Weil ich bin halt Super ein Blauer. straight. Ja, schon, ja. Komplett. Einmal blau, immer blau. Ja. Nicht nur die Löwen, sondern im wenn Leben. schon richtig, ja. Bei mir war es also viel Krankenstuff, also ich sage mal, das Strangeste war am letzten Tag, also am nächsten Tag haben der Harry und ich eigentlich heimfahren müssen. Ja. Und um 6 Uhr ist mitten auf dem Campingplatz noch so ein Rave losgegangen mit so einer riesigen Soundbox und da war eine, die war völlig gestört und da waren noch 30 Leute rum. Ja. Und mit der habe ich dann abwechselnd Songs aufgelegt und es sind dann irgendwann, und neben mir war so ein Ausländer, der da seinen eigenen Stand hat. Ja. Und der hat sich aufgeführt, als war das sein Festival. Ja. Nicht mir gegenüber, Ja. sondern alle anderen, weil da sind die Securities dann gekommen und haben halt gesagt, Alter, es ist 6 in der Früh. Ja. Die meisten Leute fahren halt schon um 8 Uhr oder so, die können da unmöglich schlafen. Und ich war so besoffen und sage zu dem Ausländer, schau mal, der fühlt sich ja brutal hart mit seinen Handschuhen. Hab ich gesagt. Und dann kommt der Security her und dann sagt er, nimm mal deine Handschuhe ab, was denkst du denn, wer du bist? Das war so geil. Und dann hat der so abwertend mit diesen Securities geredet, dass sie einfach wieder gegangen sind. Die haben keinen Bock gehabt da drauf. Ja. Und es war ein schlimmes Erwachen. Weil es war wieder einer dieser Festivals, wo es einfach unendlich heiß war. Und ich bin dann halt um 8 Uhr im Bett gewesen und um 9 Uhr. Also bei Rock am Park geht das dann relativ schnell, ab einer gewissen Uhrzeit kommen schon die Securities und sagen, jetzt muss man sich langsam verpissen. Okay.
Und außerdem gehen irgendwann Zigeuner, falls man das noch sagen. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ja, aber ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Ja. Ich glaube, sie haben sich ja selbst so vorgestellt. Okay, ja. Gerne rum und fragen, was sie mitnehmen können. Die nehmen alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Auch teilweise das, was nicht und nagelfest ist. Und Ich nehme mit. ja, wenn du dann nach 1,5 Stunden oder 2 Stunden dir aus dem Zeit kämpfst, es hat 400 Grad. Ja. Und du weißt, du musst das die ganze Zeit zusammenräumen, du musst das einpackeln und du musst die 18 Kilometer zum Auto gehen. Ja. Das ist das Schlimmste auf der ganzen Welt. Das ist wirklich, wirklich schlimm. Da hilft auch kein Konterbier, gar nichts. Hilft da mehr. Also das ist wirklich ein absoluter Albtraum. Und ein weiteres schönes Erlebnis ist, ich war auch beim Rock am Park, da war ich so besoffen, dass ich bin am nächsten Tag, also ich war scheinbar die Nacht davor noch beim Nebenzeit und habe das aber nicht mehr gewusst so ganz. Und dann kommen die am nächsten Tag gleich raus, sitzt bei meiner Crew und reden mit denen und dann helfen die mir, da schreien sie mich an und sagen sie, der Dings, der Tobi. Ja. So, wie geht's dir? Sag ich, gut, danke. Und dann haben sie mir gesagt, ja, wo ich Lust habe, auf ein Bier rüberzukommen, und haben wir geredet und dann haben sie gesagt, dass ich am Tag davor ungelogen scheinbar eine Dreiviertelstunde lang mit der Gitarre jeden für einer beleidigt. Und das über einen sehr langen Zeitraum. Okay. Ja. Das war, aber keinerlei Erinnerung daran. Aber ich glaube, dass es gut war. Ja, das war's zu Festivals. Ja. 5 Fragen. Bei welchem Essen, Lebensmittel bist du sehr horkelig? Ich weiß, der Kid Rap hasst Suppenfleisch. Ja, ich mag kein Suppenfleisch, ja. Zum Beispiel Auberginen auch nicht. Halt, im Döner drin habe ich es tolerieren können. Ja. Boah, was sonst? Es gibt viele Sachen, also die ganzen Innereien-Sachen mag ich nicht so Ja, aber gern. das ist für mich selbstverständlich. Ja, Blut und Leberwürst. Wenn man sagt, man mag keine Kacke essen. Ja. Also ein normales Gericht, was viel Leute schmeckt, was ich nicht so gern mag. Also Bœuf la Motte mag ich auch nicht so gern. Das geht ein bisschen in die... Ist ja wie Gulasch mit Suppenfleisch. Ja. Süßspeisen, die du gar nicht leiden kannst. Was ist das Lingras? Ja, eine trockene Kuh hast du da. Ja. Nein, das mag ich. Ja, ich mag nicht so gern so Pralinen mit Alkohol drin. Mag ich auch nicht, stimmt. Nein, also normale ich finde, Pralinen sind teuer für das, was man dafür kriegt. Absolut. Ich meine lieber Snickers. Ja. Ich bin gar nicht weit trash. Ja, aber überleg einmal, du hast jetzt so ein Snickers. Ja. Das sind einfach, wenn du das klar schneidest, sind das lauter Pralinen. Ja. Und viel günstiger. Ja. Also bin ich voll bei dir. Ja. Also, ja. Was ich hasse, sind, also was ich überhaupt nicht, ich mag jegliche Art von Suppen nicht. Da wird es mir schlecht. Ich bin insgesamt kein großer Gemüsefan, ich esse, wenn es da ist, aber so die Klassiker kann ich, aber alles andere, nein, danke. Spargel mag ich nicht allzu gerne. Wenn es sein muss, ist es auch. Ja, aber Spargel ist jetzt teuer dafür, dass ihn dann ich friss. Also, weil das stimmt, ja. lohnt sich gar nicht. Ist Spargel teuer, oder? Ja, schon. Also im Verhältnis. Ja, vor allem, was ist denn das dann? Das hat ja nicht einmal einen besonderen Eigengeschmack. Vor allem, wenn es dann im Restaurant bist oder so, ist das schon mal sehr hochpreisiges Essen. Spargel hat nur so viel Erfolg, weil es nur in einer Saison gibt. Ja. Sonst werden sie merken, wie das zum Kotzen das Nein, schmeckt. ja. Nein, bin ich auch kein großer Fan davon. Ja. Ja, das ist eigentlich so. Ja. Irgendwas ist mir gerade noch eingefallen. Ja, was ich auch nicht so gerne mag, ist Fisch, wenn ich sehe, dass der Ganze ist. Oh Also ja, so, stimmt, Fisch ist jetzt auch nicht so mein. Ja. Aber sonst so Fischstäbchen, das kulinarisch wertvoll ist. Nein, du bist nicht White Trash. Ganz schlimm. Weil ich in der Mikrowelle war mit meinen Erbsen und mit meinem Kartoffelbrei. Ja, in irgendeiner fertigen weißen Sauce. Ja, Das Allerschlimmste für mich, also was wirklich eines der schlimmsten Sachen für mich ist, ist ein fettiges Fleisch. So ein Senix. Ja, mag ich auch gerne. Ja. Also so Halsgrad hasse ich mittlerweile auch. Ja, Halsgrad ist für mich absoluter Alter. Ja. Und da wenn ich dann so ein komisches Stück Ich glaube, das ist das schlimmste Fleisch, was es gibt. Ja, definitiv. Also ich mag insgesamt... Leber. Ja, aber gut, also ich meine so ein Ding. Ja. Insgesamt, ich bin insgesamt immer so der Schwein-Fan. Nein, weil jetzt halt so viel... Ja, also Schweinsbraten, ich mag halt Schnitzel. Facke so gern. Ja. Ja, genau. Schweinsbraten geht, Schweinefilet mag ich noch gern. Ja. Sauerkopf ist nicht unbedingt. Ja, saure Augen esse ich gern. Ja. Aber sonst. Die Hufen. Ja, das Schwanzerl. Ja. Aber sonst. Und ein Aufbruch. Ja, haben wir das Schweinethema Ja. auch abgearbeitet. Bei welcher Band warst du gerne mal Backstage?
Los Brutalos Zeit nicht. Ah, Zählt nicht. ja, ist immer schwierig. Das heißt, man soll seine Helden nicht treffen. Weil jetzt, wenn ich mir denkt, keine Ahnung. Okay, Ich glaub, warte, ich mach's ja. dann schwieriger. Los Brutalos Zeit nicht und Culture Candela auch Ah, nicht. fuck, ja, die wollten nicht auf meinen Geburtstag spielen. Ja, weiß ich. Ich überlege gerade, wen ich, glaube ich, sympathisch finden würde. Ja. Ja, von den deutschen Künstlern, was jetzt, gut, ich glaube, man nicht, dass du mit der 187 Straßenbande versteht hast. Ja, wahrscheinlich, ja. Das ist halt drogentechnisch komplett abs. Wahrscheinlich, ja. Ich glaube, Abstürzen. man müsste schon so jemanden nehmen, der wo schon richtig erfolgreich ist. Ja. Also bei der, glaube ich, hat es dann nicht mehr nötig, dass er sie wichtig macht oder dass es komisch ist. Na, ja, gut, dann Eminem halt nach wie vor trotzdem. Ja, aber der sauft halt gar nicht. Ja, das ist blöd, ja. Mit dem würde ich gerne chatten. Ja, dann nimm mir einen Chisses. Ich glaube, dass das lustig ist. Ich glaube, beim Chisses, da muss ich ja nicht viel machen, weil das ist so ein Auftrittsarschloch. Ja. Jetzt mal das weglegen. Nein, ich muss mich auch die ganze Zeit zurückhalten. Ja. Nimm mir einen Chisses. Ich glaube, das ist witzig, ja. Okay. Ich hätte jetzt Zeit gehabt zum Überlegen, aber ich war wie gebannt dir zugehört. Ja, also ich war gern Backstage mit dem Motley Crue von damals. Ja, das war auch geil, ja. Das war ja der Traum, aber da hat mir halt meine Sterblichkeit auch wieder ganz klar werden. Ansonsten von den jetzigen Künstlern, und wenn Silbermond und Culture Candela keine Zeit haben, Juli. Juli, richtig, oder wir sind Helden. Ja. Oder Xavier Naidoo. Na, Wendler. Wendler, auch gut. Na, mit welchem deutschen Künstler? Das ist gar nicht so leicht. Mit Deutschrock asozial. Ja. Das sind geile Typen. Da macht man keinen Fehler. Nein, machst wirklich keinen Fehler. Ja. Lieber süße oder salzige Snacks? Zu welchem Anlass? Das ist eine gute Frage. Ja. So ein Fußballspiel? Ja, dann lieber salzig. Okay, ich weiß nicht, wozu isst man denn süße Snacks? Also, ich find, was ist ein süßer Snack? Toblerone. Celebrations. Okay. Die frisst ich einfach so. Ja, Das ist kein Event. gut, dann ja, du hast das zum Event. Du hast explizit nach dem Event gefragt. Okay, welche süße oder salzige Snacks für einfach so. Wenn es jetzt im Büro auf dem Tisch steht Ja. und du nicht gerade wieder in deiner Hardcore-Fitness-Phase warst. Ja. Ja, also ich glaube insgesamt ist ich öfter süße Snacks, wäre so andere Sachen. Geht doch. Ja. Geht mir genauso. Salzige Snacks, scheiße drauf. Lieber ein Jahr lang mit einem Promi eurer Wahl im Wald leben, Survival, Ja. mit welchem Promi, oder mit einem Politiker, mit einem Promi eurer Wahl im Wald leben oder mit einem Politiker eurer Wahl. Promi. Ja. Also erstens sind Politiker auch irgendwie Promis. Ja. Mit wem? Mein Gott, mit jemandem, der Obama. gut survivalen kann. Ja. Ja. Obama, ja gut. Nehmen wir jetzt so jemanden wie ein Otto Bulletproof oder so. Ja. Ich würde gerne Also wir mit keinem Menschen, den ich nicht kenne, ja im Wald verbringen. nein, oder mit jemandem, den ich kenne. Ich möchte ein Jahr im Wald mit dem Ding verbringen, mit dem Typen von den Outdoor Boys. Die haben jetzt, ja, das ist so ein wahnsinnig hässlicher 45-Jähriger, der immer in der Antarktis einfach überlebt. Okay, Der ist krass. geisteskrank, der Typ. Sind das Deutsche oder? Nein. Nein. Der hat sein Abschiedsvideo hochgeladen, wo er gesagt hat, der Kanal wird zu groß und er hat deswegen keine Zeit mehr für seine Family. Schätze mal, wie viele Aufrufe das nach einem Tag gehabt hat, nur dass du siehst, wie groß die sind. Nach einem Tag realistisch Amis, oder? Also englischsprachig. Ja, gleich kannst du schon so 3 Mille gerockt haben. 11, wow. Wo man Okay. denkt, Alter, ich hab nicht gewusst, wie Ja. erfolgreich. Also ein geiler Typ, der baut sich halt wirklich immer komplette Shelter Ja. im Schnee, schneit das alles auf Ja. und er erzählt immer, er zeigt immer viel zu ausführlich, was er jetzt isst. Ja. Und er macht zu laute Kaugeräusche, aber Ja. das macht es irgendwie auch nochmal ein bisschen lecker. Ja, mit dem Typen, ich weiß leider nicht, wer er heißt. Ja. Lieber ein Mass Oettinger oder ein Mass Stiegel-Echsen? Stiegel. Mir egal. Völlig egal. Ja. Dann nehme ich Oettinger. Okay. Weil beim Echsen schmeckt gar nicht viel. Ich brauche halt 4 Minuten dafür. Ja, die Zeit müssen wir mitbringen. Ja. Hast du einen Fan der Woche inzwischen schon ausgemacht? Nein, wird es aufgehört zum Sagen. Aber er weiß. Er weiß, sehr klar. Der schaut sich ja, stimmt. Ja.
Was steht die Woche noch an? Also, Nochmal Gig ja, in Trambach am Eich war dann gestern, wenn sie das Herz. Entschuldigung, wir haben beim Rückblick gar nicht erwähnt, dass 10 Jahre Gnast draußen ist. Stimmt, 10 Jahre Gnast ist heraus. Geiles Musikvideo geworden. Ja, finde ich ja. Also nach wie vor wirklich, ich glaube, also das ist aktuell mein mit Abstand Lieblingssong von uns. Also der startet auch auf der Bühne und macht so Bock. Ja. Er macht live Bock, er macht im Auto zum Anhören Bock. Also das ist geil. Also ich lobe uns wirklich seit weil du bist mein Zeuge, aber der ist so geil, der Song. Ja. Sorry, ich bin unterbrochen. Wo waren wir? Was die Woche steht. Ja, genau, das. Und ansonsten nächste Woche auch wieder Gig. Eventuell Vatertag mit dem Dad. Ja, safe, Okay, ja. wenn du Zeit hast. Ja. Also Zeit haben wir nie. Muss man sich nicht mehr. Arbeitstechnisch ist es sicher gut, wenn wir es machen. Schon, ja. Weil der Freitag dann ja auch. Ach, am Freitag haben wir Auftritt. Ja. Ja. Wo sind wir denn da? Stiefenhofen. Stiefenhofen. Nein, da ist ja muss ich meine Promo noch machen. Ja. Super, so machen wir es. Ja. Und der Sabrina beim Umziehen helfen. Ah, stimmt. Ja, das wäre Endlich gut. wieder. Aber Ja. gut, bei dir ist ja noch kürzer her. Ja. Da habe ich Gott sei Dank Scheiß gehabt. Ja, der Glückliche. Ja. Hast du beim letzten Umzug Ja. bei der Sabrina auch schon Also, geholfen? nein. Nein, da nicht. Warum musst du noch jetzt? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Frechheit. Ja. Nein, sonst fällt mir nichts ein, ein bisschen Reels noch dran. Ja. Aber dann schon wieder jetzt, wir werden jetzt noch eine Skizze vom Song, den ihr schon mal gehört habt, aufnehmen. Das Ja. erste Bier nach dir. Ja. Gibt's jetzt, den bauen wir nochmal komplett um. Ja. Wäre auch eine fette Nummer. Ja. Und dann gibt es vielleicht noch das Oberland Eiermassaker Remix. Ja. Aber der ist just for the people. Ja, schon. Einfach, weil ihr uns da seit 10 Jahren fragt, wann ihr endlich auf Spotify kennt. Und jetzt werden wir nicht so umändern, dass man hochladen können und dann. Ja. Super. Ja. Guter Podcast. Ja. Also. Ganz nice. Nice, Ja. ja. Zeitlich sind wir auch, ja, mal kürzer, 43 Minuten. 43 Minuten. Ja. Völlig solide. Ja. Dann würde ich sagen, hat die letzten Worte wie immer der wunderbare Harry. Danke.